Bam, 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 bam. Stream starten. Beendet automatisch. Stream beenden. Immer wieder faszinierend. Guten Tag, ihr Leid. Wir richten unsere Kabel und spielen weiter Monster Hunter Wilds, hoffe ich doch. Ja. Kannst aufhören zu winken, ist in Ordnung. Okay, du musst nicht winken. Kannst auch grüßen. Kann ich grüßen, okay, ja so. So, wir spielen weiter Monster Hunter Wilds. Ich war jetzt ein paar Tage nicht da. Private Sachen, hey, Umzug helfen, es gibt nichts Schlimmeres. Kann ich ja gleich noch ein bisschen labern hier. Dann, oh Gott, so viel dumm Zeugs, hey. Egal, ich bin noch gut gebufft, 22 Minuten und wir machen jetzt mal ein paar Nebenquests. Zum Beispiel die, vor der ich mich schon die ganze Zeit drücke, den Klauenriss sichern. So, da muss ich auch zu meinem, wo ist sie denn? Ernsthaft jetzt, wo ist sie denn? Steht sie wieder da oben und guckt Bäume oder so. So, ich muss mich gleich eventuell hoppala, ein bisschen entschuldigen. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich kriegt ihr eh nichts mit. Ich habe hier ein bisschen umgebaut. Ich habe das gemacht, was ich zum Teil auch gelernt habe. Ich habe einen IT-gestützten Arbeitsplatz eingerichtet. Was ist das Rote da? Oh! De Morge! Uiuiui, jetzt muss ich auch noch husten. Okay, das sieht schon schön rot aus. So, dann lass es mal schön rot aussehen. Alma, kommen Sie mal her. Ja. Diese Quest hier geht an dich. Ja, danke. Aufgaben. Warte mal. So. Ja. Achso, Mann, mit optionale Quests, gell? Torwächter. Den Klauenriss sichern. Jetzt. Ich drück mich da jetzt schon die ganze Zeit davor. Jetzt komm. Ich mache, also Arena-Quests mache ich nicht gern. Wobei es geht. Es ist halt Doppel-Arena-Quest. Also es ist schon nochmal was Spezielles hier. Auf eine Jagd ohne böse Überraschungen. Ja, wir werden sehen. Lass mal erstmal gucken kurz, ob wir irgendwie was Cooles finden. Falsch rum. Ja. Du bist so ein verkacktes... Ah, mein Controller geht wieder nicht. Nö, mein Controller hat wieder beschlossen, dass das Steuerkreuz nicht funktionieren muss. Tut mir leid, Leute. Mal wieder. Und ich dachte, keine Ahnung, es liegt vielleicht irgendwie am Bluetooth-Gedönse oder so. Jetzt habe ich ihn umgestellt auf... Ich habe nichts gesagt. Ja, ich habe gedacht, vielleicht liegt es irgendwie am Bluetooth-Gedönse so. Keine Ahnung. Und jetzt habe ich ihn umgestellt, also jetzt auf 2,4 Gigahertz. Also mit Dongle-Dingle. Mit Dongle-Dingle. Mit Dongle-Dingle umgestellt. Und jetzt gucken wir mal, ob es jetzt besser läuft. Ich habe keine Ahnung, ob das daran liegt. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Hoffe ich doch. Ich muss mal kurz darüber gucken. Ob hier alles läuft. Ja, sieht doch gut aus. So, nimm die Quest an. Ja, Alma, kommen Sie mal her. Ja. Ja. So, nochmal. Da. So, vielleicht hätte ich das vorher gucken sollen jetzt mit dem Steuerkreuz. Ich hab keine Ahnung, warum das so ist. So, erstmal von dem Vieh runtergehen, ja? Quest eröffnet. Auf Befehl der Gilde. Okay, scheint zu funktionieren, grundsätzlich. Da bin ich schon mal froh.
So, pass auf. Jetzt hat. Normaler Hirabami. Was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Ach, das ist der bisher größte. Aber noch kein Goldkrönchen. Ja, naja. Man kann nicht alles haben. So, komm. Weißt du was? Rufende Wetter. So, endlich wieder. Ja, die Kenner werden merken, was die machen. Eis. Guck. Kenner werden merken, sag mal, wo hat er denn diese geile Feuerwaffe hierher? Ja, die habe ich mir unterwegs gebaut. Ich habe heute, nach wirklich 3 Tagen, habe ich mal wieder 2 Quests gespielt, immerhin. Und hab dann halt einfach den Fuzzi da gemacht. Den Kraken-Fuzzi. Kraken. Nicht Kragen. Also wirkt der Heilmantel jetzt schon nicht mehr. Gar nichts gemacht hier. So, also irgendwie kriege ich hier überhaupt aufs Maul von denen oder gebe ich denen einfach nur aufs Maul? Weil ich halt einfach gut bin, ne? Okay, vielleicht kriege ich doch gerade ein bisschen aufs Maul. Aber nur ein bisschen. Okay, das sieht mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu doof. Guck mal, ob ich die irgendwie trennen kann. Im besten Falle so, dass einer hier, einer da ist. Die spucken sich lieber selbst an. Sind wahrscheinlich Geschwister. Ja, hallo? Alter, der war knapp. So, muss man da zweimal bestätigen oder was? Hier ist es, ne. So. Ich mag diese Viecher nicht, weil sie da die ganze Zeit so rumflummeln. Weißt du? Die sollen aufhören rumzuflummeln. Flummelt, hör auf rumzuflummeln. Kann ich nicht leiden. Wenn hier rumgeflummelt wird. Ich habe die auch noch nie wirklich bekämpft, außer das eine Mal in der Story. Und da ging sie mir schon auf den Sack. Ja, weil Schwebeviecher und dann ringen die sich dauernd so. Das ist doch Kacke. So. Sokrates, kommen Sie mal bitte her. Bleibt schon recht lang zu der Zaun, oder? Ja, ich war übers Wochenende, langes Wochenende, leider, war ich außerhalb des Bundeslandes. Ja, wir wissen, die Schwiegereltern ziehen um. Also die werden umgezogen. Das ist unser Plan, dass die zu uns ziehen. Also nicht zu uns, aber hier in die nächste Stadt. Weil die werden nicht jünger und die wohnen halt 600 Kilometer weit entfernt. Das ist nicht witzig, vor allen Dingen nicht, wenn dann irgendwie mal was passiert oder so und tralala. Und deshalb haben wir das halt so gemacht. Das war's schon.
Ist er tot? Ja, er ist tot. Okay, hab ich gar nicht mitgekriegt, siehst du? Gleich mal abbauen. Ich weiß nicht, wie lange die hier liegen bleiben, ne? Ja, spuck du nur auf deinen Bruder oder was das war. Na, nicht mich hauen. Das finde ich nicht gut. Das muss halt einfach nicht sein, ne? So. Ja. Ich glaube, mit den Viechern werde ich, wenn ich sie mal richtig grinden will oder so, die meisten Probleme kriegen. Weil ich nicht so richtig schnall, hoppala, wie sie funktionieren. Ja, ich knall dir einen Stein hin. Hey, lass das. Hoppa. So, lass mal kurz ein wenig schleifen. So. Wenn das gute Monsterlein mal hier herunterkommen würde, das wäre irre praktisch. Hoppala. Ja, dann. Na? Ja. Naja, den war ich noch nicht drauf, soweit ich mich erinnere. So, ich würde ihm gerne den Kopf brechen. Dann gucken wir mal. Guckt er sich selbst an, der Depp. So. Alles klar. Sieht doch gut aus. Da geht ja noch was. Wenn ich ihn treffen würde. Das brüllt da. Nee, macht er nicht. Brüllt generell recht wenig, habe ich das Gefühl. Komm runter, ja, auf hier rumzuwackeln. Ich kann das gar nicht haben. Ich finde das voll dumm von dir. So, siehst du. Also, wie sieht es denn mit dem Kopf aus? Er erscheint mir gebrochen. Komm, jetzt pass auf, wir fangen das Vieh. Eins gefangen, eins gedingenst. Ist schon in Ordnung. Kann man die überhaupt... Kommst du mal hierher? Hier, komm. Komm mal hierher. Das ist vielleicht nicht so die beste Idee. Ein Vieh, das meistens... Jetzt komm doch mal da runter. Komm. Komm, ich bin dir auch nicht böse. Hey. Du bist hier quasi in dem Dingens drin gewesen, weißt du? So, siehst du. Geht doch. Eins gefangen, eins gedingst. Ist schon in Ordnung, kann man so lassen. So, jetzt nochmal gucken. Also mit A-Knopf stellst du dich hin und mit nochmal A tust es aktivieren. Oh, das ist doch kacke. Ich stand da vorhin und dachte so, ja, jetzt aber... Wie hoch komme ich denn da eigentlich? Ganz hoch oder kann ich damit Hund? Nun ja, so, ja. Jedenfalls, deshalb habe ich halt so relativ wenig gestreamt und gezockt halt leider auch. Weil wir Umzugshelfer waren und die sind noch lange nicht fertig. Übermorgen geht's weiter. Also Donnerstag fahren wir wieder hin mit dem Zug und dann Auto ausleihen und fahren dann wieder zurück. Ich hab so Augenringe, hey, Wahnsinn. Das in meinem Urlaub, dass er eigentlich mein Monster Hunter Zockurlaub sein sollte, ja. Nix mit Zockurlaub hier. Ach, das war ein Silberkrönchen, das wurde gar nicht angezeigt, also nur größtes Exemplar, aber nicht als Silberkrone, interessant. Ja. Dann war heute war ein Tag, wo richtig viel los war. Morgens um 9 Zahnarzttermin gehabt, jo, alles klar. 13:45 Uhr.
Termin beim Tierarzt mit meinen Katzis, mit meinen 2. Willkommen Impfung. zurück. Schön, Alter dass Schwede. du wohlauf bist. Danke. Ich darf berichten, dass von deiner Quest in den Clownriss keine Verletzungen vermeldet wurden. Das wäre ja auch noch schöner, ja. Nicht weniger hatte ich von jemandem erwartet, den Fabius berufen hat. Du bist wahrlich eine Inspiration. Danke. Okay, okay. Ich fühle mich geehrt, aber übertreiben wir es nicht. Meine Dankbarkeit und Bewunderung kennen keine Grenzen. Aber wenn du darauf bestehst... Ja, halt die Gosch. Gib mir irgendwas Cooles. Jedenfalls warte ich gespannt auf weitere Erzählungen deiner Heldentaten. Okay. Danke. Dir auch viel Glück bei deiner Mission. Oh, danke. Ich gebe mein Bestes. So. Clownriss sichern. Was gibt's denn als naja. Rüstkugel, Harthülsenpulver, Wildsamenöl, ja, ein bisschen. Das hatte ich letztens auch drauf, alles klar. Ja, ja, ich müsste, ich müsste, oh, Panzeramulett erhalten. Ach, da kriegt man Panzeramulett? Moment, das ist natürlich wichtig. Panzeramulett kann man gebrauchen. So, Objekte senden, Objektbeutel. Ich nehme mal noch eine Falle dazu. Warte mal. Den da mache ich weg. Und den da auch. Panzeramulett. Ja, wo denn? Da wahrscheinlich. Panzeramulett. Kann ich es schon kombinieren oder geht das erst im G-Rank? Mal gucken. Also Panzeramulett macht einfach nur... macht deine Abwehr hoch. Gibt dir einfach plus irgendwas Abwehr. Wir könnten ja mal einfach gucken, wenn wir schon mal hier sind. Im Moment ist meine Verteidigung 261. So. Dann nehmen wir das Panzeramulett. Das musst du halt einfach nur dabei haben. Alles klar. Und hier sind wir noch 261. Wunderschön. Oder sehe ich da was falsch? Komm mal her, gehen wir raus. Ja, ja. Ah, 275. Oh, das macht aber doch schon ordentlich was her. Oder ist das jetzt irgendwie... Warum habe ich jetzt eben nicht... Ist ja auch egal. Ist mir jetzt gerade egal. Ich sollte mich mal so langsam... Katze, was machst denn du? Was ist denn mit der Katze los? Mit der Katzmi. Katzmi. Ich kann euch sagen, hey, ihr Leute. Moment. Erstmal kurz Quests angucken. Glieder einer Kette. Nada, der Saddam Seed wird so schier die Gilde als Lehrling unterstützt, hat der Jägerring etwas zu berichten. Die Gruppe macht sich auf zu ihm. In der Windebene mit ihm reden. Ja, komm, machen wir das mal, oder? Wir gehen mal ins Basislager. Ich weiß jetzt nicht, wo er ist genau. Ja, mit den Katzen zum Impfen. Wir haben ja 2 Katzen. Eine davon, no problemo. Du stellst die Katzenbox, das Katzenkästchen oder wie man es nennt, stellst du hin und die geht da freiwillig rein, weil sie neugierig ist wie nix und gucken will, was da los ist. Die andere ist die lieber rausgeht. Also wir haben ja eine Hauskatze und eine Hienkatz. Pfälzer verstehen den Witz. Die eine will eigentlich nicht so gern rausgehen, die ist lieber den ganzen Tag drinnen und die andere ist lieber den ganzen Tag draußen und kommt halt zum Schlafen oder zum Essen kommt sie halt rein oder sowas. Und die halt rausgeht, es ist schwer mit ihr. Natürlich stellst du dann halt schon eine Woche früher so die Katzenbox hin, damit sie da reingehen kann und schnuffeln kann und sowas und damit sie nicht schon gleich Verdacht schöpft, oh jetzt geht's los, ne? Es hat alles nichts genutzt. Danke fürs Kommen. Ich habe Neuigkeiten. Was gibt's? Das Ei, das wir gefunden haben, von dem wir dachten, es Hä? Welt,
Was? Ich verstehe dich nicht. Ich habe mit allen möglichen Orten geredet, um mehr rauszufinden. Ist jetzt so stürmisch oder was? Futterreste, Überreste von Eierschalen. Es gibt zwar nicht viele Hinweise, aber er hat einen Weg gefunden zu überleben. Unglaublich, was für einen starken Willen diese Kreaturen haben. Stimmt. Vor allem, wenn er seine Wächternatur überwunden hat. Also, was macht dir Sorgen? Die Leute in anderen Basislagern haben gesagt, wie er seine Beute zurücklässt, ist nicht normal. Nicht normal. Ein Uduna und ein Nu-Udra wiesen Spuren eines Angriffs auf. Ihr Zustand war schrecklich. Ob er nicht in der Lage ist, seinen Appetit zu zügeln? So wie der bei der Drachenfackel? Ich weiß nicht. Darum habe ich Erik dazu gerufen. Ich dachte, wir sollten uns anhören, was er denkt. Okay, dann ruf mal an Erik. Erich! Komm! Wie interessant. Ich habe auch Unser von Sturm Unai hin. gehört und bin genauso gespannt. Aber noch scheinen wir uns nicht freuen zu können. Dass er 2 Apex-Räuber einfach so umgehauen hat, macht mir ebenfalls Sorgen. Ja? Deutet für mich alles auf Raserei hin. Erik, was meinst du dazu? Tja, schwer zu sagen. Aber im Falle des Arkwelt ist es gut möglich, dass es nicht an einer Infektion liegt. Zum Beispiel Nata. Weißt du, was Biokonzentration ist? Ja, das ist in einem Nein, Test nie gehört. in Biologie. Da musst du immer Okay, ganz still die Klappe halten und dich Das ist gut zwar nur eine konzentrieren. Theorie, aber sie spukt mir seit kurzem im Kopf herum. Die Raserei hat Was hat bei denn der da am Drachenfackel Haar, doch am einen Kopf? unkontrollierten Energieausstoß verursacht. Aber das aggressive Verhalten der Apex-Räuber kommt vielleicht nicht nur vom schlechten Wetter. Unserer Analyse nach hat das Virus eine geringfügige Mutation der Energie der Drachenfackel bewirkt. Die Wyvern-Milch selbst könnte winzige Spuren der Eigenschaften des Virus übernommen haben. Ich glaube, ich verstehe, wo das hinführt. Die mutierte Energie begann sich zu verbreiten. Exakt. Sie verseuchte nach und nach das Wasser, die Tiere, Pflanzen, Insekten und dann Monster. Und wenn sie die Nahrungskette hochgewandert ist und immer konzentrierter wurde, ja. Ich verstehe eigentlich nur Bahnhof, ehrlich gesagt. wäre sie am Ende bei den dominanten Räubern jeder Region angelangt. Also irgendwas Deswegen macht Monster waren der blöde. Uduna und andere Monster vermutlich so aggressiv. Eine Art Pseudoraserei. Ja, das ist, wenn man Katzen Und nur ganz sterilisiert am und nicht Ende steht der kastriert Arkwelt, und dann werden der die sich die Energie pseudoschwanger dieser und Monster rollig und so. einverleibt. Oder so. Und so wahrscheinlich ihre Eigenschaften übernimmt. Er destilliert quasi das Virus. Was hat der da am Kopf? Das grüne Dingens da. Nachdem er endlich wieder die Kraft zum Leben gefunden hatte. Wie traurig. Wie traurig. Aber Um was den geht's? Berichten nach haben wir es mit nur einem betroffenen Exemplar zu tun. Ich bin müde. Heute gibt Ja, kein langes, das offenbar. kann ich euch jetzt schon sagen. Und der Rey Dao taucht bisher nicht in der Liste Der Rey Opfer auf. Dao. Das ist unsere Chance. So. Lass mal aber ein zocken. Hey, Ist es, ne? wir sollten mit Nata reden, bevor wir losgehen. Das hatte ich vor. Vor allen Dingen, wo gehen wir denn hin los? Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt den Arkwelt platt machen. Gehe ich mal davon aus. Was hätten wir denn hier? Sieht alles nicht so gut aus. Interessant. Aber Lähmung sieht sehr gut aus. Dann lassen wir einfach die Waffe so, wie es ist, ne? So, ich will da noch ganz schnell was gucken. Und zwar... Ich könnte eigentlich mal hier FSR ausschalten.
Und, ja, ihr wisst schon. Ich finde ehrlich gesagt, also das Problem ist, ich habe hier ein bisschen umgestellt. Ich sitze jetzt näher an meinem Monitor und ich stelle gerade fest, ja, das sieht schon ziemlich kacke aus hier. Also jetzt geht's. Aber guck dir doch mal das Fell hier an. Das sieht nicht gut aus. Wenn möglich, dass es vom Hochskalieren kommt. Weiß aber auch nicht. So, ist ja auch egal. Ja. It on it. Na da, was geht ab? Stimmt's? Zur Röchelzinne. Zum Reidau. Ja. Ja, die Chancen stehen gut, dass der Arkwelt dort auftaucht. Darf ich... Ich würde gern mitkommen. Bitte. Solange du nicht mitkämpfen Du willst. hast Eriks Theorie doch gehört. Es ist zu gefährlich, Nata. Ich weiß, ich bin nur ein Jägerlehrling, der noch nichts kann. Aber Also ich bin auch ein Hüter. Bitte. halt dich halt einfach auf Abstand, so Er hat würde ich seinen sagen, Weg ne? ins Leben gefunden. Ich will ihn sehen und dir zusehen. Er will sehen, Die Antwort ist nein. wie ich seinem Liebling Ich brauche töte. niemanden, der nur zusieht. Das- Ach so, jetzt pass auf. Aber wenn ich mir den Nata jetzt vor mir so ansehe, glaube ich, du kannst mehr als das. Ja, du kannst mich anfeuern. Passiver Beobachter. Verwende deinen Verstand und denke selbstständig. Versprich mir das. Dann darfst du mit. Mach ich. Versprochen. Danke. Bauchredner ist er auch schon wieder geworden. Ist ja mal schlecht hier. Okay. Für So. mich kann's losgehen. Sag mal, hast du eigentlich Neuigkeiten von den Leuten für mich? So. Irgendwie Pflanzenfresserpanzer und nochmal Pflanzenfresserpanzer. Ja, brauche ich nicht. Ich gehe mal gucken, ob es irgendwie was Cooles gibt. Rosa Hibiskus. Okay. Brauche ich jetzt alles nicht irgendwie. Chalit-Erz habe ich noch. Flammgarnele. Ja. Hab ich alles schon. Komm da. Gehen wir noch ein bisschen was holen. So. Knobi. Knobi kann man immer gebrauchen. Zack. Und zu guter Letzt noch ein fluffiges Ei. Ja, nö. Dann, wie sieht's bei der Materialbeschaffung aus? Alles nehmen. Zack. Alles nehmen. Oh, was gab's? Drachenschuppenvase und Vivernschuppenvase. Okay, alles klar. Das ist Zeug, was ich halt zum Tauschen da nehmen kann. So. Und zu guter Letzt, was ist das? Martinit. Ah. Nehmen wir mit. Martinit nehmen wir mit. So, na da. Ja, komm, 12 Minuten reichen mir, oder? Reichen sie dir auch? Okay. Für mich kann's losgehen. Ja, für mich auch. Okay. Dann los. Dann los. Miau, ich will eigentlich nur weg von der Katzenmiaue hier. Das ist ja schlimm, das hatte ich ja gestern schon. Ui, da tut wieder der Heiligenschein leuchten. Schön. Ja. Oh, ich glaube, die Quest mache ich noch und dann gucken wir mal weiter. Ich will noch die andere Doppelmonster-Quest machen mit den 2 Affen. Und dann ist aber auch wieder gut hier. Also einfach, weil... Oh, ich bin Schön, dass müde. du dabei bist, Nata. Finde ich auch. Hast du die Ich ganze auch. Zeit zum Arkwelt recherchiert? Seit diesem Ei? Ich habe während unserer Reise rumgefragt. Und wenn ich im Basislager geholfen habe. Immer wenn ihr unterwegs wart, habe ich versucht, das Rätsel selbstständig zu lösen. Tut mir leid. Muss es nicht. Wieso tut es dir Ich leid? verstehe dich gut. Alle Unternehmungen erwachsen aus Interesse. Bei mir stimmt das ganz sicher. Und diese Untersuchung begann mit den Daten, die du gesammelt hast, Nata. Das ist schon eine Leistung. Sie hat recht, das ist beeindruckend. Oh, wenn ihr das sagt, danke. Ja. So, können wir ein bisschen schneller reiten jetzt, ja? Nö, können wir nicht. Scheint wohl nicht zu gehen in dieser Zwischensequenz. Interessant. Kann ich alleine reiten? Ja, kann ich. So.
So, linker Trigger betrachten. Okay, Hat der das... Arkwelt das getan? Ah. Ich bin mir nicht sicher. Aber es gibt keine Bissspuren. Also scheidet der Reidau aus. Es sieht nach einem einzelnen, gewaltigen Hieb aus. Machen wir vorsichtig weiter. Ja. Das Wetter wird schlimmer, wir müssen uns beeilen. Ja, ja, ich bin ja schon Ja, unterwegs. Die Sandflut wird den Reidau anstacheln. Wenn er zuschlägt, dann zu diesem Zeitpunkt. Moment, gegen wen kämpfe ich jetzt? Reidau oder Arkwelt? Ich hab's gerade... Wow. Okay, das war krass. So. Das war mal richtig krass. Das hat schön ausgesehen. So. Linker Trigger. Valahara. Nicht aus, als wären sie als Spaß geendet. Es war eher ein impulsiver Angriff. Nun gut. Können wir weitergehen? Also da oben steht, untersuche den Arkwelt. Ich hoffe jetzt, dass wir gegen den Arkwelt kämpfen müssen. Weil da habe ich mich jetzt drauf mental drauf vorbereitet, ne? So. Was ist jetzt los? Jetzt ist mal irgendwie nicht gut gerade, oder wie? Okay, dann gucken wir halt mal. Der Reidau. Dieses Gefühl. Genau wie damals. Ja, Da ist er. Ich finde ihn irgendwie immer noch ein schönes Monster, auch wenn ich diese Zipfel da am Arm nicht mag. Diese Ketten. Es stimmt. eine Rückkehr zur Ursprungsspezies. Er hat wirklich einen Weg gefunden zu leben. Wahrscheinlich, weil er mich so an Ceadeus erinnert. Also groß, weiß, haarig. Nur ist er nicht unter Wasser. Quatsch. Ja, komm, wenn du so lang vorbereiten musst hier, das ist ja hier wie Kamehameha, bis der Kamehameha gesagt hat, bist du schon dreimal weggehupft. Oh. Hat er geblockt hier, der Kollege. Eriks Befürchtungen waren korrekt. Er spielt mit dem Reitschul, also Kettenkarussell oder so, keine Ahnung. Und zack. Ui, das ist ja... Oh, er hat ja Augen. Ich habe gerade gesehen, dass der Augen hat. Was geht ab? Stopp ihn. Zu seinem eigenen Wohl. Okay. Können wir machen. Aber was meint er mit zu seinem eigenen Wohl? Es ist der richtige Weg. Macht er sich sonst selbst Wir kaputt? können nicht einfach so zusehen. Nata. Sicher? Ja, jetzt frag nicht nach, sonst kann er Nein sagen. Wäre ich ein Jäger, würde ich es auch tun. Gut. Junge, Junge. Ja, Jagd auf diesen Arkwelt. Im Namen der Gilde autorisiert. Verstanden. Na, hallo erstmal. Okay, gehen wir's an. Wo ist er denn? Der Kleine. So.
Vielleicht mal einen Gutschein noch benutzen. So, einen Hüpfer habe ich. Guck natürlich erstmal, dass ich die Arme platt kriege. Hat sie mich geschnappt? Er mich. Hat er mich geschnappt? Das Fiese ist, dass er da hinter mich springt, weißt du? Oh, das ist schön, wie der das macht. Ich sehe es gerade. So, druck mit dir. Tja, wo bin ich denn, hä? Wirst mich nie finden. So, jetzt gucken wir, ob wir noch den Rücken aufkriegen. So, ne, auf den Schwanz will ich eigentlich nicht. So, ich will schon auf den Kopf draufhauen. Zack. Das war natürlich sinnlos. Komm her, wenn wir schon mal hier sind, gehen wir auf den Schwanz, oder? Na komm doch her, wenn dich raus. Komm her. Oh, jetzt ist er wieder hinter mir, gell? Ah, ja, ist er. Ei. War jetzt nicht so gut. Oh, kann ich den? Der schon wieder, hä? Ich will gerade fragen, ob ich den carven kann da. Den Raid auf. Er ist hinter mir. Oh, habe ich meinen Block zu früh losgelassen. Oh, oh. Da habe ich wieder so wenig Energie gehabt und es wieder nicht bemerkt, ja. Ich muss mal dieses Dingens da rausnehmen. So, oh, komm, steh auf, hör auf hier rumzuballern, du Affe Zippel. Steh da rum und heult oder was? Das geht ja gar nicht. Alles klar. So, weiter geht's. So. Also ja, ich habe schon gesehen, dass das dem sein Super-Move da ist. War mir aber nicht bewusst, dass das jetzt hier nicht wirklich blockbar ist. Und wie weit muss ich denn da schlappen? Muss ich denn hier? Ja, das war klar, oder? Das war klar. Wenn ich mein schönes Mäntelchen anhab, dann kriegt er Angst und haut ab. Was ist denn jetzt hier los? Achso, ja. Wollte eigentlich mein Pferdchen rufen. Komm her, kleines Pferdchen. Hundchen, Hundipferd. Hundipferdvogel. So, ja, du kannst ruhig alleine dem hinterher schlappen. Und weil ich mich nämlich schön am Bart kratzen. Boah, ich muss mich mal wieder rasieren. Ja, kann ich ein bisschen noch von Katzen erzählen. Ich habe eine Dreiviertelstunde, habe ich heute meine Katze gefangen. Also ich habe halt die Türen hier oben zu, dass er nicht im ganzen Haus rumrennen kann, sondern nur in 3 Zimmern und Flur und sowas. Unglaublich. Dann ist er dauernd unter die Couch. Und dann irgendwann wurde es mir zu dumm. Dann habe ich die Couch genommen und habe so hochkant an die Wand gestellt, dass er sich nicht dauernd drunter verstecken kann, weißt du?
Da drüben chillen die anderen Monsters da. Moment, der hat noch einen am Kopf. Ey, komm, lass den Kopf unten. Ich muss dir dranhauen. Wenn man das so macht. Na, das war ja nix, oder? Nicht, dass ich es deutlich besser hätte hinkriegen können, aber ich krieg's deutlich besser hin. Jetzt habe ich meine Fuzis, die mir helfen würden, habe ich getroffen. Jetzt bleib doch mal da stehen, du Affe. Was gehst du denn dauernd vor? So wird das nichts. Ich will dir doch einen Schwanz abschneiden, Mann. Er hat wahrscheinlich auch keinen Bock mehr. Will er nicht was Cooles machen? Nö. Ich versuche nach vorne zu kommen. So, jetzt muss ich auch dieses Mal aber wirklich mal meine Energieanzeige im Auge behalten. So. Umgefallen wird. Junge, ich habe noch einmal Rodeo zu tun, glaube ich. Da ist wer. Oder? Hat er eben nicht irgendein Fuzzi-Vieh? Keine Ahnung. So. Soweit, so langweilig. Schleichangriff gemacht. Ja. Na komm. So. Okay, das war der Schweif. Es geht vorwärts. Na, geht hier so langsam die Arschklammer, Kollege. Ja. Schön dran gehen, wenn er seinen Super Move macht. Das ist das, was ich gerade getan habe. Oh, alle. Okay. So, ein bisschen Energie tanken. Bevor ich es wieder vergesse. Können wir auch noch gleich schleifen eigentlich. Oh, meine Essensgedönse ist weg, ja. So. Erstmal halt noch ein gebratenes Steak. So. Hat er sich jetzt ausgetobt, der Kollege, ja? Kann man jetzt wieder normal mit ihr reden? Ah, der war gemein. Der war wirklich gemein. Macht er denn schon wieder, der Kollege? So. Ah, ne, warte mal. Kopf ist noch nicht kaputt. Könnte sein. Also, ich weiß nicht, ob der Rücken auch kaputt gehen kann, aber Schwanz ist auf jeden Fall kaputt.
weiß nicht, kriegt man die Ketten da kaputt? Haut ab. Er haut ab. Ja, vielleicht sollten wir uns was grillen. Habe ich aber gerade keinen Bock drauf. Hab doch einen Steak gegessen, alles in Ordnung. Blitzableiterkapsel. So. Ja, wo fliegt er noch? Ja, wo fliegt er denn noch? Hat da noch, wo es nicht regnet. Dann werden wir mal gucken. Was macht er denn da hinten am Baum? Okay. Ich auch plustern. Ah ja, stimmt. Ich hätte wieder einen Schleichangriff machen können. Wäre gar nicht mal so dumm gewesen, die Idee, ne? Ach, der schon wieder. So. Der schon wieder. Und was macht... Ah, guck mal da. Jetzt hell? Oh, das ist schön. Ich würde halt gerne wissen, was meine Katze da macht. Ist der Kopf jetzt schon kaputt? Der sieht schon ziemlich kaputt aus, wenn du mich fragst. Okay, fangbar ist er auf jeden Fall. Haut ab, oder? Okay, dann machen wir mal diesmal ein bisschen schneller hinterher, bitte. Junge, Fliegen nennst du da? Der ist aber schon ziemlich fertig, oder? Der hat so total verraubte Flischel und alles. Ach. Ja, ein bisschen Kacke hierher. Ich weiß nicht, fangen. Haben wir noch eine Falle? Bockfalle und eine Fallgrube. Ja. Macht er denn? Macht er hier einen Rundflug oder was? Mach mal bitte Platz da. Also der wohnt da quasi beim Ray Dow oder wie? Oder wie darf ich das verstehen? Ich warte mal noch ein bisschen. Was sich jetzt vielleicht hinlegt. Ich habe eigentlich gehofft, dass er sich da jetzt... Uah! Alter, dass er sich da jetzt pennen legt und nicht hier irgendwie so dumm Zeug da macht. So. Jetzt ist er nicht mehr fangbar oder was? Oder ist er überhaupt fangbar? Wüsste jetzt, ja, scheinbar nicht. Dann muss er halt sterben. Jetzt ist halt die Frage, ist er Story nicht fangbar oder ist er generell nicht fangbar? Also hat das jetzt mit der Story zu tun, dass ich nicht fangen kann? Na jetzt komm, stirb einfach. Dachte ich mir nämlich, dass du so eine Lusche bist. So. Ups, die Falle nicht vergessen. Ja, war aber eine gute Idee. Dankeschön, Katze. So, jetzt pass auf. Ich habe jetzt vor, mich mit dem Gillimantel ein wenig anzuschleichen, weißt du? Und dann hier
Guck mal, der hat jetzt wieder volle Energie. Wie sieht es eigentlich bei mir aus mit... Ja. Komm, probieren wir mal diesmal... Nee, also er hat ja jetzt volle Energie, der probieren wir es jetzt halt natürlich nicht. Ja, aber jetzt pennt er. Komm her, ich probiere es nochmal. Kostet ja nichts, ne? Vielleicht reicht's ja. Scheinbar nicht. Wird nachgelassen, so. So, einer böse jetzt, hä? Dieses Hinterrücks in den Rücken schlagen hier, das nehme ich dir übel. Ja, ist ja alles in Ordnung, ist ja alles fair Game und so, aber das im Rücken, das macht man einfach nicht, finde ich. So, wisst ihr. Dann haben wir den auch. Dann lassen wir ihn mal in Ruhe lange leidend sterben. Waffe könnte man eigentlich wegmachen. Schön, dass es dir gut geht. Er war tatsächlich so wild wie ein rasendes Monster. Naja. Zweifellos. Sicher führte die Fähigkeit zur Elementabsorption zum Verlust seiner Wächternatur. Schade, dass sich seine einzigartige Stärke als fatale Schwäche erwies. Was für eine Ironie. Aber gut, wir müssen los. Nata wartet auf uns. Ja, okay. So. Ja, komm. Tun wir sie beenden hier. Also seine Stärke ist seine Schwäche. Was ist denn die Elementabsorption oder was? Ich habe da ehrlich gesagt nicht zugehört, weil jetzt mal ganz im Ernst. Ich finde, das ist bisher die mit Abstand schlechteste Story in dem Monster Hunter. Die ist wirklich übel. Also eigentlich ist es vielleicht sogar die beste, aber die versuchen es so extrem, da eine geile Story zu bauen, dass es halt einfach 5 Meter drüber ist. Es ist einfach... Naja, wem es gefällt. Mir gefällt's nicht. Ich bin ja ein großer Fan von... Oh, hier ist ein Monster, mach es platt. Oh, es ist platt. Oh, hier kommt ein anderes großes Monster. Genau das hatten wir ja am Anfang. Nur halt noch mit viel mehr drumherum. Naja. So, interessiert mich alles nicht. Ich wollte nur ein Arkwell platt machen. Ich mach's für den Spaß, nicht für das Carven. So, was haben wir dann? Aufsaugüberzug. Diese Dekoration gewährt die Ermüdungsbeschichtung-Fähigkeit und Lohe- und Handwerkjuwel gewährt die Fähigkeit Feuerangriff und Handwerk. Aha. Aha, aha, aha. Kriege ich jetzt wenigstens ein Level up? Nee, immer noch nicht. Doktor der Monsterologie. Neuer Hintergrund. Namensplakette. Doktor der Monsterologie. Monsterologie. So. Ach ja. Oh, ich freue mich schon aufs Grinden. Ist schon gut. Ich weiß, wie stark der Arkwelt sein kann. Es gibt andere Wesen wie ihn, die zu ihrer wahren Gestalt zurückgefunden haben. Irgendwann finden sie ihren Platz und werden wieder Teil dieser Welt. Mhm. Ganz bestimmt. Die Natur, das Leben ist zäher, als wir Menschen glauben. Ja, das hoffe ich. Diese Medusa-Frisuren da. Hä? Du willst es wissen, oder? Finden wir es raus. Was will er wissen? Um was geht's? Ich hab's verpasst. Hallo. Aber ich will es auch wissen. Ja, ich auch. Ich auch. Ich weiß nicht, um was es geht, aber ich will es unbedingt wissen.
Okay. So, und was will ich jetzt halt wissen? Oder was weiß ich? Was glaube ich jetzt zu wissen? Moment, Details. Also, was vor uns liegt. 6-1 geschafft. Gildenpunkte gekriegt. Stufenlimit des Palikos wurde auf 30 erhöht. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht so weit. Hey, warte mal langsam. Jetzt, das hört ja gar nicht mehr auf. Sakrileg, Saikri, Dekoration. Sag mal. Feldlagerlimit. Oh, das ist ja schön. Das gefällt mir. So, kann ich mir das vielleicht nochmal... Ich glaube, ich habe gerade irgendwie was freigeschaltet. Also, Paliko, 9 Talisman, Hoffnung G, Rot-Blau. Noch einen neuen Talisman, Hoffnung G. G sowie G-Rank. Oder Monster Hunter Giles. Mono, Schwarz, Traube, Gefahr, Rosa-Blau, Sakura, uraltes Geschirr. Das ist schön, das gefällt mir. Und das ist das Beste. Feldlagerlimit wurde erhöht, das finde ich gut. Aber ich weiß nicht auf wie viel, aber gut ist es. Eine Ecke der Welt, 15 neue Titel und eine neue Namensplakette. Die Gothic Kluft Bernstein. So. Ach, wurde endlich meine Jägerrangbegrenzung wurde endlich aufgehoben. So, Jägerrang 46, ja also. So. Ein mögliches Ziel ist erschienen. Sieh mal auf die Karte. Ja, ich sehe. Aber es interessiert mich irgendwie nicht. Da unten sehe ich aber auf der Karte etwas. Da. Ein sogenanntes Ausrufezeichen. Komm hier. Beamen uns mal hin. Und machen wir heute ein bisschen Story fertig, oder? Das ist ja das, was ich eh die ganze Zeit vorhab. Story fertig machen. Das dann immer so gedödelt, dass ich einfach nur komplett sinnloses Grinden. Einfach nur ein Monster nach dem anderen schnetzeln. Nach dem anderen Schnetzel. Das, was Monster Hunter ausmacht. Sag mal, haben die mit dem letzten Update... Ich nehme alles zurück. Ich wollte gerade sagen, haben sie was an der Framerate getan? Ich habe hier 60 Frames. Nee, habe ich nicht. 54 ist schon in Ordnung. So. Hi. Guck mal, was ich gemacht habe. Gamer hat mir geholfen. Ich sage nicht, dass wir gleich sind. Der Arkwelt ist der Arkwelt und ich bin ich. Aber du hast mir geholfen zu erkennen, dass wir gleichartig sind. Ich bin auch gleichartig, aber erst gleich. Jetzt noch nicht. Du hast den Anhänger Arkwelt Entschluss erhalten. Anhänger kannst du deinem Zelt unter Aussehen, Menü, Ausrüstungsaussehen anlegen. Okay. Viel zu tun, was? Ja, geht so. Wie läuft's? Immer drüber nachdenken, wie ähnlich der Arkwelt und ich uns sind. Ich weiß, das ist nur Wunschdenken. Aber ich glaube, das motiviert mich, immer weiterzumachen. Okay. Okay. Tschüss. Tschüss. So, lass mal gucken, ob wir was Gescheites bauen können. So. Waffe schmieden natürlich. Kann ich jetzt endlich alle Waffen... Habe ich die jetzt... Ah, was? Werkstatt? Eine Werkstattwaffe? Weiß gar nicht, was es sein soll. Aber eine fehlt noch. Okay, wenigstens... wenigstens kriege ich alle angezeigt. So, was haben wir denn bei Rathalos? 190 Angriff, 290 Feuerchen. Ja. Ja. Kann man machen. So, Wächter Arkwelt. Das wäre dieser hier. Und dann kann man noch das da bauen, ja? Der hat Drachen. Ja, dann schmieden wir den erstmal. Kann's losgehen? So. Alles klar. So, wir schmieden das jetzt einfach nur, weil wir es können. Und ne, wir rüsten die jetzt auch nicht aus. Oh, ich kann meine Eiswaffe weiter aufpowern. Ja, das werden wir gleich tun. Ich bin Stadtler. Du brauchst keine Zwischensequenz. Ich glaube, dir ist auch so. Bist ein flottes Mädel. Kriegst du locker hin. Auch das werde ich nicht ausrüsten. So, fehlt mir halt jetzt noch ein bisschen was. So, ich guck mal, was mal. Ich könnte auch einfach Verbesserung gucken. Nee, hab alles. Und die lautet die 2... Was ist hier los? Achso. Die 2 Äffchen. Torwächter. Weil ich nämlich glaube, wenn ich eben von den 2 irgendwas ein Verteidigungsjuwel gekriegt habe, Verteidigungsdingens, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich von den anderen das Angriffsdingens krieg.
Wisst schon, das Angriffsdingens. Ihr kennt es nicht, das Angriffsdingens. So. Haben wir nicht noch irgendwie was Cooles Neues? Kritisches Element, kritischer Status, rentiert sich nicht. Angriffsbonus. Aber nur Stufe 1. Also ja, das ist auch noch ein einzelnes. Ja, komm. Was ist das Blanke da? Geht doch mal darüber. Blankes Juwel macht super scharf. Yeah, Baby, ist super scharf. Ja, das lassen wir einfach drin. So. Noch hier ein bisschen gucken. So, aber jetzt muss ich natürlich gucken. Jetzt habe ich nämlich dieses Dingensjuwel gar nicht drin. Panzeramulett, genau. Ist es, dass ich mir das nicht merken kann. Ist ja auch egal. Brauche ich da Feuerabwehr? Nee. Ja, ein bisschen Honig nehmen wir uns noch mit. Jetzt habe ich hier keinen Honig dabei. Auch mal seltsam, oder? Naja. So viel dann zu diesem Thema. Hallo. Ja. Alma, passe auf. Passe auf, Alma. Ich hätte gerne eine optionale Aufgabe, und zwar das da. Im Klauenriss wurden 2 Acharakan gesichtet. Zur Sicherung des Gebiets wurde die Jagd auf sie autorisiert. Da steht übrigens ein Zaun, den du einsetzen kannst. Ich bin sicher, der wird nützlich sein. Jo. Komm jederzeit vorbei. Essen vergessen. Ist schlimm. Die Kamera ist jetzt da oben. Ja, ich hab meinen Schreibtisch. Ich habe die ganze Zeit direkt hinter meinem Schreibtischgedönse da einen Schrank gehabt. Also einen Bücherschrank eigentlich. Und in diesem Bücherschrank drin habe ich den Monitor gestellt. Was halt dazu geführt hat, dass der Abstand zwischen Tisch und Monitor relativ groß war. Und das war in Ordnung. Jetzt habe ich den Monitor so auf Normalnähe, ja, so eine Armlänge oder sowas stehen. Und ich muss da immer jetzt gefühlt so hoch gucken, um in die Kamera zu gucken. Ja. Und wenn ich dann hier hoch gucke, ich musste halt hier auch noch umbauen. Mein Zweitmonitor steht jetzt irgendwie so da oben so irgendwo. Seht ihr ja gar nicht. Macht nichts. Ist ja auch egal. Was wollte ich denn hier? Ich wollte essen. Vor lauter. So. Nein, ich will nicht die empfohlene Mahlzeit. Ich will eine eigene machen, habe ich doch gesagt. Ich brauche auf jeden Fall Feuerabwehr. Da, komm. Käse drauf. Mal hier noch so. Anomale Statusangriffe, komm, das machen wir. Anomale Statusangriffe ist in dem Fall Gift, Lärm, Schlaf und sowas. So, dann kann ich euch dann noch ein bisschen erzählen, wie ich meine Katze gejagt habe. Also nicht gejagt, also gefangen habe durch das ganze Haus. Und wirklich, ich habe eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis ich die Katze soweit hatte. Und dann hatte ich sie, aber die ist so wieselig, sag ich euch. Es ist so schlimm, hey. Und irgendwann bin ich einfach dazu übergegangen und habe mir so einen Bezug von einem Kopfkissen geholt und habe es quasi über die Katze drüber und habe dann so die Katze im Sack gehabt und habe sie dann mit dem Sack, mit dem Kopfkissenbezug in die Katzenbox reingesteckt und da dann die Tür halt zugehalten, die Hand drin und dann so halt rausgepopelt, dass er halt nicht im Sack da drin rumliegen muss. So. Ich kann euch sagen, hey, es ist nicht schön gewesen, die zu fangen. Es ist immer wieder Wahnsinn. Gibt's nix für mich hier irgendwie? Nö, scheint nicht so. Okay. Achso, ich muss die Quest noch annehmen, ne? Das wäre vielleicht eine gute Idee. Ich habe noch gar keine Quest dran. Aber wie gesagt, ihr Leute, das ist dann meine letzte Quest für heute. So, du kommst her. Annehmen und aufbrechen. So. Das ist für heute meine letzte Quest, weil, oh, ich will ins Bett. Oh, ich will einfach nur ins Bett. Das war ein langer Tag. Ich denke mal, also gefühlt habe ich Augenringe wie Derek. Ich glaube auch, man sieht's mir an. Ich sehe da nur einen.
Kommen die nacheinander? Das war ja billig. Scheint normal zu sein. Ja dann. Warte mal. Ich habe gute Idee. So. Gleich mal in die Kniekehlen reingehauen. Aber die kommen halt wirklich nacheinander. Das finde ich jetzt nicht so gut. Also doch. Versteht mich nicht falsch, das finde ich sehr gut, aber es ist halt einfach, finde ich dann. Es ist voll schön, von dem aufs Maul zu kriegen. Nee. Hallo? Nimmst du mich weg? Danke. Es ist voll schön, den mal so zu sehen. Nicht im Feuergebiet. Was? Achso. Nein, geh doch weg. Mann, ich will da oben. Ich will doch einfach nur schleifen. Mann, mach doch die Kacke hier weg. Das ist ja schlimm mit euch. Ja. Hast du dir so gedacht, hä? Wie dieses Hacke da, das nervt. Irgendwie kommt er mir im Moment gerade... Ah, danke. Ich wollte gerade sagen, so ein One-Trick-Pony, weißt du? Er kann sich ja hinschmeißen und kann nicht mit einem Schultertackle machen. Aber er kann scheinbar auch noch mehr. Das ist ja gut. So. Pass auf. Haben wir mal geritten. So, der Schweif hat schon einen Schwachstelle, Punktgedönse. Dann bleibt jetzt nur noch der Rücken, den wir uns vornehmen. Der hat aber eine ziemlich harte Banatze, finde ich. Der zweite ist da, sehe ich das richtig? Was macht der denn da? Das irgendwie... Ah. Ich sagte, macht der noch irgendwas hier? Ja, scheinbar schon. So. Okay, wo ist er? Da oben. Ey, also... Das Tackle-Ding ist ja schon cool, okay, aber wenn du es halt gesehen hast, dann ist es auch wieder gut. Nö, Hundi. Nö, es ist in Ordnung. Renne einfach hoch. Habe ich kein Problem damit. Sollst mich retten? Nö, brauchst mich nicht retten. Woher denn? Ist schon in Ordnung.
wird auch mit euch 2 fertig, gar kein Problem. So, Hundi. Ja, nö, ist schon okay, Hundi. Kann das sein, dass die den Hundi dümmer gemacht haben? Dass es nicht ganz so einfach wird, weißt du? Sind jetzt alle 2 aggro oder wie? So. Gefällt mir nicht, dass man dauernd einen Hund rufen kann. Ja, ich müsste es ja nicht machen. Doch. Muss ich. Guck mal, ey, weißt du, sobald eine Attacke kommt, scheißegal, ich rufe einen Hund. So. Hä, kann der jetzt schon hinter sich greifen oder was? Oh, jetzt popelt er wieder 3 Stunden da drin rum. Hol doch die Scheiße einfach raus, Mann. Kann doch nicht so schwer sein. Was ist mit dem Hundi? Also irgendwie ist diese Arena für meinen Hundi nicht geeignet. Der zirkelt hier um mich drumherum. Es ist eine wahre Pracht. So, alles klar. Oh, jetzt hör auf, hier dumm rumzupappeln. Ich hasse das, weißt du? Wenn sie dann stehen und 3 Stunden... Hey, soll ich hier gefinisht werden oder was? Stell dich hin, stirb wie ein Mann oder lass es sein. Aber hör auf, hier komisch rumzuzuzeln. Aggressionen hier. Oh, ja, da drüben ist meine eigentlich. So. Ja. Einer platt. Ja, wie wir das jetzt hingekriegt? Kann man das mal jemand sagen? Ach, keine Ahnung. Dann machen wir den zweiten auch noch schnell platt, oder? Hä? Was war das? Was hat mich da gerade getroffen? Keine Ahnung, einfach nicht drüber nachdenken. Eine gute Idee. Ach, kannst du nur kleine Steinchen schmeißen oder was? Würde ich mich ja schämen an deiner Stelle, würde ich mich da... Hä? Was pufft denn da immer so? Ich verstehe das nicht, was mich da immer rausschmeißt aus der Combo. Können die jetzt irgendwie Explosionsschaden machen oder sowas? Ist das jetzt neu? Ja, da kann doch bisher immer nur Feuerschaden. Ja.
Das ist mir scheißegal. Ich brauche keine Serververbindung. Interessant. Also, wenn das jetzt ein Kampf gewesen wäre, der hätte mir doch jetzt ordentlich aufs Maul gehauen, oder? Ach, guck mal, der macht ja wirklich Dingsbums Schaden. Eben habe ich es kurz gesehen. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, der macht nur Feuer. Der Fridolin, der, hä? Daneben. Ja, das ist ja gemein, dass der da von unten kommt. So. Okay, 15, 14, 13, 12, 11. So, weg ist er. Du kannst nicht zielen. Oh. Nö, Hund, oh komm. Oh komm, Hund, das macht überhaupt keinen Spaß. Echt jetzt, wenn er an dir vorbeirennt auch noch? Was soll das? Das ist doch wirklich wahr, oder? Dann rennt er an dir vorbei. Und jetzt sag mir nicht, das war der von Alma. Der ist gar nicht da. Was ist denn das für eine Scheiße? Dann sollen sie ihn ganz weglassen. Weißt du, dass sie sagen, in der Arena gibt es keinen Hund. Fertig. Und dann ist die Sache in Ordnung für mich. Aber nicht irgendwie, dass er sich dann plötzlich scheiße verhält in der Arena oder was. Auch mit dem Kinderquatsch hier. Mag ich nicht. Beine werfen macht man nicht. Steine werfen macht man nicht. Da lache doch die Hingele. Guck mal hier, wie ich den wegballer. So. Hat er auch schon fällig. Sah gar nicht so aus, ehrlich gesagt. So. Ja, ist ja gut. Wo ist mein Männlein? Da, das da drüben müsste der Alte sein, oder? Ja, okay, gut. Da liegt auch noch... Was ist denn das, was da liegt? Ein Schwanz? Dann kann man den Schwanz abhacken. Okay. Ich finde interessant, dass die da so lang liegen bleiben. Oder verrotten die jetzt gar nicht mehr so wirklich? Also was heißt verrotten? Früher war es halt so,
Du hast den, keine Ahnung, Schweif abgeschnitten und dann hattest du so eine Minute oder so, bevor der sich dann einfach in Luft aufgelöst hat. Und wenn du schnell genug warst, hast du halt einfach Pech gehabt. So. So. Neuer Wegpunkt wurde als Ziel eingesetzt. Ja, du mich auch. So. Oh cool, ich kann das von Weitem aktivieren. Krass. Okay, das ist cool. So, Hundi. Eigentlich hast du... Der Hundi hat als allerletztes eine Wurst verdient. Also, ich bin nicht zufrieden mit dem Hundi. So. Alles klar. Ein bisschen Geld haben wir noch verdient. Ein bisschen Jägerrang. Ja, das hätten wir jetzt auch noch drauf machen können. So. Vitalwespenbelebung. Und ein größtes Silberkron. Okay, alles klar. So, jetzt gehen wir noch zum Fuzzi die Quest abgeben. Der wird uns dann hoffentlich, so habe ich die Hoffnung. Meistens ist das so easy, die Bodentextur. Schlimmer aus. Jetzt nimmer. Melde dich bei Rex. Ja, okay, Rex. Rexy Boy, dann kommen Sie mal her. Der Rex, der sitzt da oben. Denn da oben wird er dich loben. Hoffe ich. So, was ist denn eigentlich? Ja, abgesehen von dem, meine derzeit... Du bist Rex, oder? Ne, du bist Cop. Meine derzeitige Quest... Grandiose Arbeit. Und ohne den Clownriss und seine Umgebung in Mitleidenschaft zu ziehen. Ja, das hast du vorhin auch schon gesagt. Du sagst halt immer dasselbe, oder? Ich verstehe jetzt, warum er sagt immer dasselbe. Vertrauen schenkt. Ach, das ist doch nicht nötig. Das Gebiet scheint derartige Probleme geradezu anzuziehen. Ein Vorfall jagt den nächsten. Und es gibt kaum einen Moment der Ruhe. Ich vermute, deshalb seid ihr zwei hier stationiert. Hä? Wie du schon sagst, es ist ein gefährlicher Ort. Und wichtig, weil er so nah an Suja ist. Klar, dass er seine beiden besten Männer hier stationiert, um ihn zu bewachen. Ich verstehe. Du hast absolut recht. Ich danke dir für deine aufmunternden Worte. Als Jäger unter Fabius Kommando werde ich mich umso mehr bemühen, ihnen gerecht zu werden. Ich weiß, meine lange Reise auf dem Weg zum Lanzenass hat gerade erst begonnen. Lanzenass? Okay. Na, dann ist ja gut. So, zeig ich her, was gibt's Feines? Ein paar Rüstkugeln, eine Megapanzerhaut und Monster-Chili. Ja, das nehmen wir mit. So, Gildenpunkte, Jägerrang, jawohl. Ui, der hat sogar ordentlich noch geballert. Und das Kraftamulett, genau, sehr schön. So. Und jetzt... Oh, warte mal. Die will irgendwas da drin. Komm. Ah ja, ich habe ein wenig herumexperimentiert und weiß jetzt, wie ich bestimmte Dekorationen erschaffen kann. Endlos faszinierend, die Kunst des Einschmelzens. Probier es doch mal selbst aus. Du kannst jetzt alte Dekorationen für Einschmelzpunkte eintauschen, mit denen du neue Dekorationen herstellen kannst. Wenn du bestimmte Anforderungen erfüllst, erweitert sich die Option. Okay. So, ich zeige mal her. Relikte, Dekoration einschmelzen. Also man schmelzt Zeugs ein, was man hier halt nicht braucht. So, Angriffsjuwele, die braucht man ja gar nicht. So, sehr schön, aber ich suche Nietzsche. Nietzsche. Hinten ist er. Da hat er sich versteckt, der Nietzsche. Komm her, Nietzsche. Nietzsche, ich mag dir knuddeln. So, Nietzsche, pass auf. Yeah. Und Speichelpilz hat er mir gegeben, das ist immer fein. So. Jetzt gucken wir mal auf die Missionsinfen. Vitalitätswespe, Vaponiten, was ist das da? Fortlaufender Konflikt. Vor 2 Tagen ein Monster. Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Lalabarina. Das sind ein paar Monster. Das hört sich interessant an. Hirabami und blablabla.
So. Es scheint aber keine... Wo ist sie denn schon wieder? Wo drückt sie sich denn schon wieder rum? Steht sie wieder da oben und guckt den Himmel an? Ja, natürlich. Oh, die macht mich fertig, die Alma. Tut hier die ganze Zeit... Tut sie hier die Berge betrachten. Ja, ich will ein paar Quests ansehen. Hast du irgendwie Aufgaben für mich? Also... Ist das jetzt durch? Sind wir jetzt halt fertig? Ich verstehe das hier alles nicht so ganz. Ich wurde keine Questmittlung gefunden. Ja, weil du mich rausgeschmissen hast, du. Du Apfelbaum, du. Ich habe jetzt also nur noch 2, 4, 5 optionale Quests. Okay. Verstanden. Dann gehe ich, wenn wir schon mal hier sind, zu meinem Liebling. Hallo, Spatzi Schatzi. Hallöchen. Nee, aber hast du gut gemacht. Wie geht's dir? Komm, heute ist ein neuer Tag, genau wie gestern. Mögen wir alle treu unsere Pflichten erfüllen. Komm mal her, zeig deine schönen Äugelein. Hallo. Der morgige Tag wartet an der Spitze des Stapels all der kleinen Momente von heute. Ach, da lacht sie. So. Schau jederzeit vorbei. Werde ich machen, Schnucki. Ja, und mit... Achso. Ich wollte gerade sagen, wo guckt man denn da hin? Hallo. Ihr Leute, ihr wisst, was jetzt halt kommt. Stürmisch winken. Tschüss, Leute. So, jetzt habe ich ja wenigstens mit der Story ein bisschen weitergekommen. Das ist doch schon mal gut. Oh, da fragt jemand, was ist meine Lieblingswaffe derzeit? Ja, das ist schon länger her. Weiß nicht. Ist glaube ich, nicht schwer rauszufinden, was derzeit meine Lieblingswaffe ist. Lanze. Lanze ist immer meine Lieblingswaffe. Immer. Und nur die normale Gewehrlanze ist mir zu lahm. Ich habe aber ehrlich gesagt, hier jetzt in Wiles, ich habe noch keine andere Waffengattung probiert. Normalerweise läuft bei mir ein Monster Hunter ungefähr so ab. Ich spiele Lanze, die Story durch und grinde wie irre. Und dann so nach 200, 300 Stunden dort rum, baue ich mir meistens eine Morph-Axt. Und tu dann mit der rumstümpern. Bin nicht so wirklich gut mit Morph-Axt. So. Und das war's eigentlich. An Waffengattungen so. Ja, ich habe, lass mal überlegen. Monster Hunter 4 Ultimate habe ich komplett, die komplette Story komplett bis zum allerletzten G-Rank-Endgegner mit Bogen gespielt. War interessant, sagen wir es mal so. Und sobald ich dann den allerletzten, das war Dalamadur, soweit ich weiß, allerletzte Story und Dingsbums-Endgegner, habe ich auf Lanze gewechselt. Dann zum Grinden und sowas nehme ich dann die Lanze. Für Monster Hunter Generations, das war auch noch interessant. Lanze, dann noch ein bisschen Lanze zwischendurch, dann ein bisschen Morph-Axt und noch ein bisschen Lanze und irgendwann dachte ich so, ich spiele mal Hammer. Und ich habe da Hammer gespielt und es war hammergeil. Es war wirklich, wirklich hammergeil. Und das Ganze wollte ich dann auch in World nochmal Hammer spielen und dann dachte ich mir, in Rise, ja, vielleicht ist es besser geworden. Ja, Hammer ist... Okay, ich weiß nicht, wie es in Wild ist. Bei den alten Spielen war es halt so, du hast halt einen Hammer. So, fertig. Ein Hammer. Knüppelst du drauf, machst ein paar Drehungen, nimm mal auf den Kopf. Gut ist. Und jetzt haben sie es ja so, dass der Hammer irgendwie so 2 Zustände hat. Das ist mir schon zu komplex. Ich muss sagen, wie es ist, das ist mir einfach zu komplex. Bin ich zu doof. Deshalb spiele ich ja Lanze. Lanze hat 3-mal Piken, ausweichen. Okay, mittlerweile hat sie 4-mal Pieksen, ausweichen. Ja. Egal. Ihr Leute, meine Augenringe ziehen mich nach unten. Es ist Wahnsinn. Mal gucken. Morgen ist noch ein schöner... Rede ich noch von morgen? Wir reden noch von morgen. Morgen werde ich auch wieder eine Runde zocken. Da dann wieder mittags und... abends wahrscheinlich. Also morgen werde ich mal wieder richtig zocken. Mal gucken. Da könnte ich auch mal wieder eine Runde mit Freundin zusammen zocken. Aber heute haut's mich einfach mal ins Bett. Es war ein verflucht langer Tag. Okay? Gut. Dann sage ich jetzt mal, ich drücke den Knopf.
Bedanke mich bei den Leuten im Chat, wo ich leider nicht gesehen habe. Hey, sorry, dass ich... Mr. Fu hat hier geschrieben, was meine Lieblingswaffe derzeit ist. Dass ich das nicht früher gesehen habe, liegt halt einfach daran, dass ich nicht gewohnt bin, dass mir Leute zugucken und die auch noch Sachen fragen. Mein Gott, ein Chat. Guck mal, aber warte mal. Ich könnte ja noch Sachen einblenden. Passt mal auf, irgendwo. Wie Sie sehen Sie nichts. Eigentlich sollte man hier irgendwo einen Chat-Ausschnitt sehen. Funktioniert irgendwie nicht. Was habe ich denn da schon wieder kaputt gemacht? Interessant. Naja, so ist es. Hopp, ihr Leute. Ja, mir fällt hier der Arm beim Winken ab. Mein Spatzi-Schatzi will auch, dass das Licht ausgeht. So. Komm mal daher.